Das ist der Startknopf und das ist der Zündschlüssel da unten, das kleine rote Kabel. Okay. Ja. TÜV sagt nein. Ja, Mahlzeit, moin Freunde der verrückten Unterhaltung. Wie versprochen, heute ein neues Video. Wir haben letzte Tage einen Livestream gehabt, wo natürlich öfter die Frage kam, warum bis dato wieder keine Videos kamen. Hat einfach einen Grund. Wie angekündigt wurde ich an meinem Sprunggelenk operiert, ist soweit eigentlich alles relativ gut verheilt. Stefan hatte mit seiner Gesellenprüfung zu tun. Also die nächste Frage, wie weit sind wir mit unserem Ford? Willkommen auf dem Schlachtfeld. Wie man sieht, hier sind einige klägliche Versuche, eine Auspuffanlage zu bauen, die wir dann aber zigmal wieder umgebastelt haben, aber jetzt endgültig hoffentlich das Richtige bei rausgekommen ist. Ja, in der Zeit, wo ich dann nicht da war, hat Stefan sich schon mal um Hinterachse gekümmert, um die Reifen gekümmert. Ja, bei dieser einen Narbe haben wir noch ein kleines Problemchen. Wie ihr wusstet, hat sich herausgestellt, dass wir bei der Hinterachse das Problem hatten. Eine Narbe war von einer Dana 60 und die andere Narbe war von einer Dana 70 schon mal umgebaut worden. Das haben wir natürlich jetzt wieder zurückgebaut. Jetzt passte der Simmering nicht ganz. Stefan hatte schon ungefähr die Ahnung, dass es passieren würde. Ist dann auch eingetreten. Ein wenig Ölverlust auf der neuen Narbe. Ist auch nicht einfach, das alles mal ebenso umzubauen, aber alles andere funktioniert ja. Ich habe dann jetzt letzte Tage vor unserem Livestream so gesehen, habe ich angefangen mit der Auspuffanlage. Kann man sich auch noch mal eben einmal durch. Ne, das ist eine 2,5 Zoll Anlage. Dazwischen haben wir noch mal 2 Cherry Bombs. Wir haben auch beschlossen, dass wir nicht von 2 Bänke auf ein Rohr gehen, sondern jede Bank ihr eigenes Rohr bekommt. Ist auch alles legitim, dürfen wir machen. Haben auch schon mal nachgeguckt. Ob es da jetzt zu laut wird, liegt wahrscheinlich am Prüfer. Müssen wir mal schauen. Aber der ein oder andere Prüfer, der wahrscheinlich ein bisschen Ahnung hat, sagt, das ist natürlich immer noch zu leise. Nein. Ja, anschließend haben wir dann gesagt, schnell den Motor drauf, weil wir wollten natürlich auch wissen, wie die Auspuffanlage noch nicht verschweißt klingt. Sehr interessant. Ja, wie ihr seht, ganze Vorderaufnahme haben Stefan und ich gemacht. Lenkung ist schon wieder drin. Wir haben gemacht Lenkgetriebe komplett überholt, innen drin alles sauber gemacht. Also wie überlegt, 50 Jahre, da weiß man ungefähr, wie das da drin aussieht. Also da war wohl noch irgendwie ein Fettanteil, aber der hat sich mittlerweile schon verbunden mit irgendwelchen metallischen Gegenständen und war dann quasi nur noch wie Kaugummi. Auch nicht schön. Die Kardanwelle, neue Lager drauf. Ja, alles Mögliche. Ja, weitergemacht habe ich dann natürlich fleißig an der Kabine. Wie ihr seht, vor 50 Jahren noch kein Standard und auch kein Muss gewesen, ein wenig Dämmung aufzufahren, damit man im Auto vielleicht sich auch mal unterhalten könnte. Jetzt kann man es, würde ich behaupten. Wir haben hier hinten selbstklebende, ja, ich weiß gar nicht ganz genau, was es ist, aber es ist eine Art Schaumstoff. Haben wir mit 2 verschiedenen Dicken verarbeitet. Oben unterm Dach war natürlich auch nie was, haben wir auch was gemacht. Da oben sind 20 mm reingekommen, hinten 15. Ja, nachgerüstet habe ich dann jetzt, die letzten 2-3 Tage, habe ich dann hinten Lautsprecher zusätzlich eingebaut. Das waren immer so Ecken, wo einfach nur Dreck und Sand reingefallen ist. Und regulär ist eigentlich nur dieser Lautsprecher, der hier oben drin sitzt, offiziell original. Haben wir uns gesagt, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen noch ein bisschen Klang im Auto haben. Ja, Radio habe ich dann auch schon mal alles verkabelt soweit. Handschuhfach musste ich leider umrüsten, weil natürlich das normale DIN-Radio passt natürlich nicht in so einen alten Schacht, wie er früher da einmal war. Haben wir jetzt quasi ausgemustert, ist natürlich jetzt nur fürs neue Radio. Ja, wie gesagt, Lüfter haben wir schon wieder eingebaut, neuer Wärmetauscher ist auch schon drin. Ja, da habe ich die ganze Armatur noch gelackt, Einstiege neu gelackt, also die Kabine von innen ist soweit fertig. Jetzt nur noch ein bisschen Kabel einbauen für ein paar hunderte Euros. Wo man natürlich auch wieder mal bedenken muss, es ist kein europäischer Stecker dabei. Nicht einer, nicht mal eine Sicherung. Also das Ganze aus Amerika auch wieder eingetrudelt hier, dass wir dann Stefan seine nächsten Lieblingsbaustellen, würde ich behaupten. Ja, dann habe ich noch gemacht. In meiner nicht ganz so belastbaren Zeit konnte man natürlich noch ein bisschen mit der Farbrolle hantieren. Wie ihr seht, hier ungefähr, wie es vorher aussah. Ich glaube, wir hatten auch noch mal ein paar Bilder. Aber der eine oder andere weiß es auch noch aus den Videos, wie sie vorher aussah. Das Ganze einmal komplett entrostet, soweit vorbereitet wieder. Haben wir dann mit einem Herkulin, nennt sich das. Das ist extra so ein Pritschenlack. Da ist Gummigranulat drin. Das wird auch mit einer ganz groben Rolle aufgetragen. Da sind jetzt 3 Schichten drauf gekommen. Und anschließend wird nochmal mit der Sprühpistole ein UV-Schutz aufgetragen. Ja, wie gesagt, wer sich erinnert, wie die mal aussah, also bis dato ist das schon wieder ein Hingucker. Vorne auch wieder nachgeschweißt, aber alles durchgegammelt. Unten drunter haben wir auch einiges gemacht. Da haben wir
Branto Curax verwendet. Das ist so ein Unterbodenschutz, der eigentlich wie eine Farbe agiert, aber dann auch schon relativ schlagfest, aber auch immer noch flexibel bleibt. Und in den, so gesehen, wo die Räder und der ganze Matsch und der ganze Scheiß, die Räder hochwirbeln, in den Bereichen sind dann richtig dicker Unterbodenschutz drauf gekommen, weil wir haben ungefähr vorher gesehen, wo die Stellen sind, wo es dann wirklich früh anfängt zu gammeln und weswegen unser Lenkrad, zumindest mal ein Teil von dem Lenkrad, das ist die Lenkstange an sich. Hier unten kommt dann der Hebel hin für die Gangwahlen quasi. Hier oben sitzt die ganze Mimik mit dran. Wir warten momentan auf ein paar Lager, aber ist schon ein paar Tage her. Aber ich denke, irgendwann Ende der Woche wird es mal eintrudeln. Ja, das ist das meiste eigentlich, ne? Hallo Stefan! Ja, wie gesagt, wir haben schon Kotflügel hier schon wieder liegen. Die haben auch alle so ein bisschen... warum man jetzt so einen krassen Farbunterschied sieht, wir wissen am Ende nicht ganz, also selber noch nicht ganz, wie es am Ende mal aussieht. Aber das ist theoretisch der originale Lack, wie er damals ausgeliefert wurde. Niklas und ich haben uns da ein bisschen schlau gemacht. Aus Amerika kostet die Dose ungefähr 30 €. Wir reden über 300 Milliliter und wenn man überlegt, was wir da alles schon lackiert haben, da kommst du mit 300 Milliliter ungefähr so weit, dass du weiß nicht, einen Schraubenkopf fertig kriegst. Ja, und deswegen, wir haben uns den Originalton angeschaut, haben den Ton angeschaut, wie er momentan ausschaut und dazwischen haben wir so eine, ja, wir haben geguckt, dass wir irgendwo dazwischen landen vom RAL-Ton. Wie gesagt, auch wieder kein RAL-Ton, aber wenn man so den einen oder anderen Maler kennt, hat er eine schöne RAL-Karte und daraus konnten wir dann so ein bisschen mit Sonnenlicht und auch mal mit Lampen gucken, wie wir ungefähr wohin kommen. Wie es am Ende aussieht, wir haben auch schon tolle chemische Reiniger, die auch Farbe, auch 50 Jahre alte Farbe, ohne Probleme mit einem Wisch wieder runterkriegen. Habe ich auch schon erprobt, funktioniert. Warum haben wir nicht komplett lackiert? Wir hatten am Anfang immer gesagt, wir wollten den Look veräußerlich so überhaupt nicht verändern. Deswegen, Pritsche steht auch noch da, wie sie ist. Regelrecht haben wir uns dann dafür entschieden, dass wir nur Teile neu lackieren, wo neue Bleche eingeschweißt wurden, um den Korrosionsschutz quasi zu gewährleisten. Dann haben wir auf jeden Fall gesagt, Innenraum wollen wir definitiv machen, weil 50 Jahre haben doch schon ein paar Spuren hinterlassen, dass wir gesagt haben, wenn man Pech hat, hält man sich da ein paar Stunden drin auf und dann möchte man das einigermaßen ordentlich haben. Deswegen sind auch Himmel rausgeflogen und dann kommen so Baustellen, wenn man den Himmel rausnimmt, da kommen auf einmal so große Rattennester, Mäusenester entgegen. Oben so ein Träger drin, da hat sich auch schon mal einer aufs Dach gestellt. Der Träger hatte eine Durchbiegung oder durchgehangen von 10 cm, das habe ich alles wieder zurück. Deswegen jetzt auch die Dämmung. Unser Tischlerkollege, der wird uns hoffentlich irgendwann mal, wenn er dazu kommt, ach, da steht da sogar, schade, nochmal eine Platte besorgen, damit wir das da oben auch wieder anständig zukriegen. Dann haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, Sonnenblenden sind natürlich auch von der Sonne 50 Jahre ziemlich in den Dreck gezogen worden. Da haben wir jetzt auch schon mal so ein bisschen Kontakt aufgebaut zu Sattlern und ja, wir schauen, dass wir da so ein bisschen vorankommen. Wie gesagt, Teppich ist auch eigentlich schon da, aber den Teppich machen wir natürlich ganz zum Schluss, wenn Stefan dann mit seinen ganzen gefühlten 500 Steckern, die da irgendwo überall dran sind, wo man sich fragt, der Motor läuft, dafür braucht Stefan eigentlich nur diese Batterie und diese 2 Kabel. Naja gut, muss man mal Licht anmachen können, ausmachen. Fertigstellung. Wir hatten uns eigentlich immer so ein bisschen im März so ausgeguckt, aber die Pläne wurden definitiv von anderen Sachen durchkreuzt, so dass wir sagen mussten, ich glaube, wir sind froh, wenn er bis Sommer läuft. Schöne bei uns ist natürlich, Stefan hat so ein bisschen Motoren, Elektrik, die Vorteile. Unser eins macht so Metall, Stahl, Schweißen, ne, diese anderen Geschichten. Niklas kümmert sich voll und ganz über die ganze Bestellung, was eigentlich großteils auch immer funktioniert. Ja, Motor da hat es schon mal geklappt. Ja, den Rest, denke ich, kriegen wir auch noch ewig gebacken. Nächste Problem, die Lenkstangen haben wir auch schon mal angesprochen. Bei der Lenkstangendemontage habe ich das Problem gehabt, dass das Lenkrad, was ich da vermutlich 50 Jahre drauf gehaust hatte, quasi kalt verschweißt hat. Ja, da musste doch der Abzieher drauf und der hat dann dafür gesorgt, dass das alte Lenkrad, so schade wie es auch ist, gemacht hat. Lenkrad waren wir stehen geblieben. Hier ist es noch, im Haufen Müll, niegelnagelneues Lenkrad, ist klar. So, da ist das schöne Stück. Ne, so sieht es neu aus. Hier ist das Original. Natürlich im passenden Farbton lackiert geworden damals. So, und das war eigentlich das Hauptproblem. Dieser Ring hier, das ist der Schleifring für die Hupe, sitzt da alle mit dran und die ganze Mimik.
Dann hier oben, das ist natürlich auch alles ein bisschen ausgefressen und genudelt. So, dann haben wir gesagt, scheiße, Sattler könnte das vielleicht retten. Dann habe ich die ganzen schönen Kleinteile alle schön mit Sikaflex wieder zugeklebt. Und in der Hoffnung, dass der das irgendwie anarbeiten kann, dass das ungefähr wieder dahin muss, wo es mal hin musste. Anschließend überziehen. War ein schöner Plan, hat aber nicht funktioniert. Ja, was haben wir dann noch für die Zukunft geplant? Da wir jetzt wieder Fahrt aufnehmen, denke ich, werden die ein oder anderen Ford-Videos auf jeden Fall noch kommen. Also bis zur Fertigstellung. Dann haben wir jetzt noch just wieder ein Projekt reingekriegt, wo wir noch nicht ganz wissen, ob wir es machen oder nicht. Aber seid auf jeden Fall da auch schon mal sehr gespannt drauf. Wenn das klappen sollte, wird es, glaube ich, ziemlich lustig. Dann haben wir gesagt, wir wollen nochmal verschiedenste Kraftstoffe ausprobieren. Schmierstoffe? Und Schmierstoffe. Da sind natürlich im Livestream auch schöne und lustige Kommentare gekommen, wo wir uns natürlich selber schon zusammengesetzt haben, was man da so machen kann und könnte. Also ich würde sagen, bleibt gespannt. Da wird es auf jeden Fall demnächst wieder deutlich mehr geben. Ich glaube Zerstörung, weil unser Fuhrpark, den wir natürlich auch nochmal zeigen könnten, vielleicht nächste Woche. Ja, Stichwort Fuhrpark. Schreibt es einfach in die Kommentare, ob ihr nochmal wissen wollt, was momentan unser Fuhrpark ist. Eins können wir sagen, es sind auf jeden Fall in den paar Wochen 3, 4 Kandidaten mehr geworden, die demnächst das gesegnete Land sehen wollen. Ja, schreibt es in die Kommentare, wir sind natürlich sehr gespannt. Vielleicht hat der eine oder andere noch ein paar Ideen, was wir den Autos so ein bisschen antun können. Schreibt es einfach rein. So, da uns jetzt auch jeder glauben will und mag, habe ich heute den Auspuff, weil wir haben jetzt quasi Tag 2, also einen Tag weiter wie davor gedreht. Auspuff ist komplett verschweißt. Wir haben ihn jetzt mal komplett verschraubt, Stefan den ganzen Trümmer und die ganzen Dichtungen alle neu gemacht. Und damit jetzt auch jeder glaubt, dass dieser Motor jetzt auch gleich funktioniert, werden wir gleich hoffentlich eine gehörige Kostprobe unserer Ohren dafür kriegen. Ja, Du sagst Richtig, es. mein Lieber. Und Stefan, wo ist jetzt der Zündschlüssel? Oh, in der Hand. Hab ich in der Hand. Das ist jetzt das ist der Startknopf und das ist der Zündschlüssel da unten, das kleine rote Kabel. Okay. Ja. Hast du jetzt vorgepumpt, Stefan? Mhm. Okay. Eigentlich wollen wir den Motor jetzt so starten, weil der lastet ungefähr 200 Grad drauf. Der hat gepumpt! Alter! Aber ich hoffe, die Kamera kannst du halb so gut wiedergeben, wie es momentan ist, weil das ist schon sehr fett. Okay. TÜV sagt nein. Ich glaube, du bist gelaufen, ne? Weiß ich nicht.